Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich sage euch, ich habe so fett Muskelkater. Ich bin gerade froh, dass ich in dieser Podcast-Folge mich nicht bewegen muss, weil ich sage euch, holy shit, ich bin vorgestern im Gym gsi. Ich gehe eigentlich nie ins Gym, ich bin überhaupt kein Gym-Girlie. Ich kann irgendwie auch nicht viel mit Gym anfangen, ich weiß nicht wieso. Weil irgendwie, ja, ich glaube, wenn ich öfters gehen würde, dann würde ich irgendwie, keine Ahnung, wäre ich auch mehr confident und ich wäre so, ja, ich wüsste jetzt, was ich dort mache. Und jetzt bin ich so mit einer Kollegin gewesen, und sie geht fast jeden Tag ins Gym so. Sie hat mir dann auch einfach so ein bisschen gezeigt, was sie so macht und so. Und ich bin so, ja. Und es ist einfach irgendwie so, ich fühle mich dann einfach so unsicher und ich habe das Gefühl, jeder schaut mich dann so an und ist so, oh mein Gott, was macht die? So, was voll dumm ist, weil wahrscheinlich denkt das niemand und die sich das denken, ist eigentlich auch scheißegal, was sie denken. Aber irgendwie, ich bin so unsicher im Gym und ja, dementsprechend habe ich einen Muskelkater von dort. Ich kann sogar eine halbe Stunde joggen, ich bin stolz auf mich, das mache ich auch gar nie. Aber ich gehe sonst eigentlich jede Woche ins Bodyforming und das bin ich eben gestern gewesen. Und ich sage euch, geht nicht mit Muskelkater ins Bodyforming, also das ist der Tod. Ohne Witz. Vor allem, es war nicht bei der gleichen Lehrerin, die wir sonst immer haben, weil wir haben ja sonst immer die gleiche Choreo und ich weiss ungefähr, was auf mich zukommt. Und jetzt haben wir es mal bei einem Typ gehabt. Also es war eine mega geile Stunde, aber der sich hat uns auseinandergenommen. Der hat uns auseinandergenommen. Ich habe noch nie meinen Rücken so hart trainiert und ich habe jetzt so fett Muskelkater am ganzen Rücken. Ich weiss nicht, für die schon mal Muskelkater am Rücken hatten, das ist so unchillig. Also nur schon beim Einschnaufen engt es mich wie so ein, als ob ich auch vorne Schmerzen hätte. Ich weiss nicht, ob ich mich irgendwie verrenkt habe oder keine Ahnung was, aber es ist auf jeden Fall fett ungeil. Aber ja, ja, das ist gerade das Update von mir. Ich habe die letzten 2 Tage Sport gemacht. Eigentlich geil, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich bin stolz auf mich. Das habe ich mir ja auch vorgenommen, das Jahr mehr Sport zu machen. Ich bin im Game. Also ja, ich bin jetzt einfach einmal mehr gegangen in der Woche, als ich sonst gegangen. Also proud of me. Aber wir haben ganz viel News heute. Also es gibt wenige, heute wird es nicht so mega Update-lastig, für die nicht so gerne Updates haben, sondern ich werde auch vor allem über den weiblichen Zyklus reden, weil ich sage euch, also heute reden wir offen. Und für alle Jungs, die dazu hören, das wird auch sehr spannend für euch. Ich will jetzt nicht abschalten, weil ihr das Gefühl habt, ich habe keinen weiblichen Zyklus. Sondern das wird spannend, weil wir reden heute über den weiblichen Zyklus, aber nicht wie in der Schule von, ja, also zuerst passiert das und dann ist keine Ahnung, Lutealphase und bla. Sondern wir reden schon natürlich auch über die Phasen, aber ich rede vor allem über die Sachen, was mit uns emotional passiert. Weil ich finde, das ist so etwas Spannendes. Weil, weißt du, so klar, ich check schon, dass ich einen Eisprung mal habe und dann kann ich schiesse das Ganze mal irgendwann raus, wenn ich nicht preggo bin. Aber ich will vor allem, also ich habe mich vor allem jetzt informiert, weil mich das Thema wirklich die letzten Monate literally mega beschäftigt hat. Ja, aber ich rede nachher so ein bisschen drüber, aber ich sage auf jeden Fall schon mal, die letzte Woche war für mich horrible, weil ich meine Tage hatte. Und also ich sage emotional horrible. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie mega Schmerzen gehabt, weil ich glaube, da gibt es viele Frauen da draußen, die wesentlich also ihre Tage als noch schlimmere Tage nicht wahrnehmen. Wie sagt man? Erleben. Von dem her, ja, bei mir ist glaube vor allem der Unterschied, weil ich ja 5 Jahre lang eine Spirale hatte. Und ich hatte dort nie meine Tage gehabt. Also ich habe wirklich auch praktisch nie irgendwie Blutungen gehabt oder so. Und vielleicht habe ich mal so emotional etwas gespürt oder so, aber es ist jetzt wie nicht so, keine Ahnung, ich habe auch meinen Zyklus gar nicht wahrgenommen. Und das ist jetzt ein Jahr her, am 1. Juli habe ich sie ausgewechselt. Und ich habe eigentlich die gleiche Spirale, von dem her ich weiss gar nicht, wieso sich etwas geändert hat. Aber seitdem habe ich meine Tage wieder, jetzt auch nicht so mega fest, aber ich habe sie wieder. Und ich spüre meinen Zyklus auf jeden Fall wieder. Und für mich ist die Zeit, wenn ich meine Tage habe, nehme ich wieder so anders wahr, als halt, wenn ich sie nicht habe. Und darum beschäftigt mich das Thema die letzten Monate so fest. Und ich habe gedacht, ich rede einfach mal in dieser Podcast-Folge so ein bisschen ganz ohne Blatt vors Maul drüber, über wie das Ganze ausgeht, eben emotional. Ich finde auch den Sex-Drive finde ich actually spannend. So, wenn horny, wenn nicht und so. Und ich rede jetzt einfach in dieser Podcast-Folge komplett offen darüber, okay? Wir nehmen kein Blatt vors Maul, weil ich finde, das macht man in der Schule nicht. Eben, da geht es immer noch so um die biologische Abfolge, was natürlich auch wichtig ist zum Wissen und auch nice ist zum Wissen.
Aber heute reden wir mal über die ganzen, ja, ich sag mal, persönlichen Sachen, wo man vielleicht nicht gerade will darüber reden, weil es einem unangenehm ist. Und ich finde eigentlich, es sollte kein Tabuthema sein, sondern umso mehr, also ich finde es, seit ich mich damit beschäftige, viel spannender, einfach weil ich mich selber kann verstehen. Also okay, wir haben gerade diese Phase und das macht jetzt auch Sinn, warum ich jetzt gerade vielleicht so und so bin. Also ich finde, seit ich mich damit beschäftige, verstehe ich mich selber auch viel besser. Darum, ja. Und eben, wie gesagt, alle Jungs, das ist auch für euch spannend, mal den weiblichen Zyklus wirklich verstehen. Weil ich nehme jetzt mal an, jeder Typ hat irgendwelche weibliche Wesen in seinem Umfeld und das ja, kann auch euch sehr fest helfen. Oder falls die ein oder andere mal ein Girlfriend haben, kann das auf jeden Fall auch mega viel helfen. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen zuerst mal ganz, ganz kurz an bei den Updates, was ich neben dem ich meine Tage habe und absolut nichts geschafft habe, so erlebt habe. Ich habe eigentlich literally recht viel erlebt für das. Also, ich will mich auf jeden Fall nicht beschweren. Nein, ich muss eigentlich vorher noch etwas sagen, Leute. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, und zwar bin ich ja nominiert beim Swiss Influencer Award. Zwar nicht bei Podcast, das schaffen wir nächstes Jahr hoffentlich. Nein, aber ich bin nominiert bei... Warte schnell, jetzt habe ich überlegen, welche Kategorie. Ich bin in der Kategorie Entertainment nominiert. Und man kann ab dem 1. August abstimmen. Wie viel haben wir heute? Hallo Handy? Funktionierst du noch? Wir haben heute den 24. Juli. Das ist in ein paar Tagen. Und ich erwarte von euch, nicht nur ich hoffe, ich erwarte von euch, dass jeder einzelne von euch geht abstimmen für mich. Dass ihr es im Familienchat schickt, dass ihr es im Klassenchat schickt, dass ihr es eurer Großmutter schickt. Ich will, dass jeder abstimmt. Nein, Spaß. Also es wäre wirklich cool. Ich würde mich sehr freuen. Ja, einfach den fucking Entertainment-Preis gewinnen. Das wäre insane geil. Ich würde auf jeden Fall in der Story bei mir auf Insta, vielleicht sogar beim Znüni-Pers-Account würde ich es rein tun. Aber ich glaube auf dem Main-Account vor allem, ja, dass ihr könnt abstimmen. Das würde mich mega freuen. Genau, das ist schon mal eine Big News. Ja, das zweite, was Big News ist, die Schweiz ist einfach draussen. In der letzten Podcast-Folge haben wir noch gewettet, wie viel könnte stehen. Ich habe, glaube ich, 3-2 für Spanien gesagt. Das ist nicht mehr so schlecht. Ich habe nicht mehr so schlecht. Ja, Spanien ist jetzt weiter. Aber, also ja, was heisst nicht mal so schlecht? Es war 2-0 gewesen. Also ja. Ich muss sagen, habe ich 3-2 gesagt? Ich glaube, ich habe 3-2 gesagt, oder? Aber in meinem Kopf habe ich ehrlich gesagt gemeint, es wird krasser, weil Spanien ist ja immer mega gut gewesen. Darum finde ich, das 2-0 ist echt, auch wenn wir verloren haben, wirklich strong gewesen. Wir sind die erste Halbzeit sind wir immer beim 0-0 geblieben. Und Spanien ist fucking sie sind, glaube ich, Weltmeister, oder? Also von dem her, ja, wir haben uns sehr gut geschlagen, wirklich sehr gut geschlagen. Und das ist... Ich weiß auch nicht, wir sind ja das Spiel live geschaut, der Can und ich, und das war so emotional gewesen. Oh mein Gott. Und eben, ich habe ja meine Tage noch gehabt. Also ich bin so fucking emotional gewesen. Es war richtig schlimm gewesen. Ich bin so auf dieser Zugfahrt gewesen, Richtung Zürich zurück heim, und ich hätte heulen in diesem Zug, auch wenn er voll war. Es ist mir scheißegal gewesen. Ich bin wirklich, aber nicht mal nur, weil ich traurig bin, sondern einfach die ganze Atmosphäre, also die Schweiz hat so verloren. Und die Schweizer Fußballgirls sind wie so vor den Fans gestanden. Und wir sind alle so laut am Jubeln gewesen. Und die sind vorne am Brüllen gewesen. Das war so emotional gewesen. Nein, es war wirklich mega, mega, mega schön gewesen. Wirklich. Und nachher eben auf dem Heimweg dann alle Videos und TikToks geschaut, die gerade online gekommen sind, wo Leute emotional auch sind. Und das habe ich auseinandergenommen. Und ich bin literally, als ich dann daheim war, bin ich einfach da in diesem Bett da schön am Brüllen gsi. Nein, das war wirklich richtig emotional gsi. Voll. Aber jetzt ist ja England weiter und Spanien weiter und am Sonntag ist das Finale. Und ich mache wieder eine Prediction. Ich könnte auch gerne wieder eine machen. Und zwar würde ich sagen, Spanien gewinnt auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, Spanien gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass England... Also, es könnte schon sein. Aber ich glaube, England hat doch die letzte EM gewonnen. Die war ja in England selber. Wann war das? Im 21? Ich weiß gar nicht mehr. Oder im 21? Ja, irgendwie so. Ich glaube, im 21. Ja, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall, ich finde es krass, dass England und Spanien so Weltmeister und Europameister... oder ich hoffe, das stimmt gerade, was ich da sage. Falls es Fake News sind, dann tut es mir leid. Aber ja, auf jeden Fall crazy. Aber ich sage, Spanien gewinnt mit... Oh... ich sage im Fall einfach mit einem 1-0. Ich glaube, das wird ein langweiliges Spiel.
Also langweilig im Sinne von nicht so viel Goal. So, ich sage, es gibt ein solides 1-0 und es wird aber lang einfach auch 0-0 bleiben. Das ist meine Prediction, Leute. Was ist eure Prediction? Schreibt es in die Kommentare. Genau. Ja, und was haben wir noch für News? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen, aber ich bin immer im Podcast, ich fühle mich zu wohl da. Das ist voll nicht gut eigentlich. Aber ja, ich habe wieder mal eine crazy Anfrage. Also vielleicht kurz Vorstory. Der Ed Sheeran kommt in die Schweiz. Und also für die mich nicht so kennen, aber ich liebe den Ed Sheeran. Und ich bin schon lange, also gerade früher vor allem, bin ich schon so ein bisschen, nicht ein Fangirl, aber ich habe ihn schon cool gefunden. Und ich habe so die Lieder gehört, wo jetzt nicht so 0815 sind. Mittlerweile zwar nicht mehr so mega fest, aber ich glaube, ist er im 21 oder im 22 irgendwann, oder vielleicht sogar noch vorher, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann ist er in die Schweiz gekommen, in Letzigrund. Und ich konnte aber nicht ans Konzert gehen. Ich war so sad gewesen. Ich glaube, das war im 21. oder im 22. Ja, ist ja gleich. Und jetzt kommt er einfach wieder in die Schweiz am 2. und 3. August. Und ich bin so gewesen, Can, wir holen die Tickets, es ist mir scheißegal, was du willst. Wirklich, es ist mir wirklich egal, du kommst mit mir an das Konzert. Und jetzt gehen wir das Konzert, wir haben das Tickets gekauft, die sind teuer gewesen, aber es ist scheißegal. Und jetzt ist einfach vorgestern so eine Anfrage reingekommen. Ich weiß nicht, ob es das Management ist von ihm, aber ja. Ich will eigentlich gar nicht zu viel verraten, aber maybe, oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht mehr, ob ich das kann, maybe besteht die Möglichkeit, dass ich ihn treffe. Maybe. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann ist es fucking cringe, dass ich das schon gesagt habe. Aber eigentlich ist es scheißegal, ich muss jetzt schnell meine Freude teilen, Leute, ich kann das nicht handeln. Also ich weiss nicht, ob ich das nachvollziehen könnte, aber ich bin schon so viel, also keine Ahnung, es ist für mich gerade schon so zu krass, wenn das passieren würde, dass ich nicht mehr weiss, ob ich das kann. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich da zusagen kann. Ich weiss nicht, ob ich das checkt, aber ich kann das nicht handeln. Also, ich wüsste, meine Englisch-Skills sind ja schon schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Aber wenn ich den treffe, ich könnte wahrscheinlich nicht mal Schweizerdeutsch mit dem reden, weil ich so aufgeregt bin. Darum, ich weiss nicht. Ah! Aber das wäre insane. Das wäre... Also, ich könnte euch gerade nicht vorstellen. Also, ich nehme an, für viele von euch ist Ed Sheeran schon sonst krass, weil das ist ein fucking Weltstar so. Und für mich ist halt wirklich so, also weißt du, wie, ich weiss doch auch nicht, so eine Madison Beer treffen, wäre ja logisch auch crazy. Aber okay, kann man Madison Beer mit dem Ed Sheeran vergleichen? Ich weiss es nicht. Wer gibt's sonst noch? Ja, ist ja scheißegal. Sabrina Carpenter, I don't know. Es ist ja alles mega crazy. Aber mir ist der Ed Sheeran wie schon noch so, da kommt schon so das innere Fangirl in mir raus. Versteht ihr? Das ist wie nicht einfach nur ein Weltstar treffen, sondern es ist so der fucking Ed Sheeran treffen. Ja, ich weiss, wie gesagt, es ist noch nichts safe. Ich weiss nicht, ob es klappt. Wahrscheinlich dürfte ich das auch gar nicht in diesem Podcast erzählen. Aber das ist scheißegal. Ja. Ich weiss noch nicht, wie ich das handeln soll. Also logisch, wenn es klappt, dann werde ich es machen. Aber eben, ich habe wahrscheinlich einen Tag vorher ich doch nicht schlafen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Vor allem bin ich dann so... Sage ich ihm dann so, dass ich an sein Konzert gehe? Oder, also weißt, nein, ich habe mir das letzte Podcast-Folge vorgenommen. Wenn ich ein fucking Fangirl bin, dann kann ich auch zeigen, dass ich eins bin. Ich muss nicht immer so tun, als ob ich keins bin. Ich kann ihm sagen, Bro, ich finde dich fucking eine geile Sau. Können wir das... Ich glaube, das nehme ich mir im Fall wirklich vor. Ich habe keinen Bock mehr auf so cringy Momente, wo ich so das Gefühl habe, ich muss so tun, als ob nicht. So, das machen wir jetzt genau so. Ja, genau, das ist auf jeden Fall wirklich... crazy, aber wir behalten es alle noch für uns, wir sagen noch gar nichts und ja, falls ihr irgendwann mal irgendetwas seht von mir und ihm auf Social Media, dann supportet bitte, weil ich weiß nicht, ob ich, also wenn irgendjemand schreibt in die Kommentare wegen meiner Englisch-Skills oder so, ich würde, oh mein Gott, ich würde sterben. Aber ja, das ist noch. Und wir haben noch, das war auch mega cool gewesen, wir haben noch ein Spiel geschaut. Jetzt muss ich gerade wieder überlegen, was war es? Deutschland gegen Deutschland gegen Frankreich. Deutschland gegen Frankreich ist es, wo wir haben geschaut. Also das war crazy gewesen. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon davon erzählt. Und zwar konnte ich meine ganze Family mitnehmen als Spiel und ich konnte 2 Zuschauerinnen mitnehmen, beziehungsweise jemand und eine Begleitung. Und es war so herzig, die waren so cute. Also ich kann nicht mehr, das waren so 2 Girls, also sie waren Zwillinge, lustigerweise. Und das war so cute. Das war für mich das erste Mal, wo ich wie so, wie soll ich sagen, so einen Abend mit
Zuschauerinnen verbracht habe. Also wie, eben, ich treffe ja immer mal Leute von euch oder wir reden dann mal ab und zu oder ich weiß doch auch nicht. Aber wie, dass ich wie jemanden mal mitnehme für einen ganzen Abend, das ist glaube ich das erste Mal gewesen. Kann das sein? Oder vergesse ich gerade etwas? Ich weiß gar nicht. Ich glaube eben schon. Und ich war schon auch irgendwie so keine nervös gewesen, weil du weißt wie nicht, was auf dich zukommt. Also wie, ich hoffe natürlich schon, dass das dann irgendwie ein Match ist. Oder ich glaube ja irgendwie, weil ich glaube, Leute, die mich verfolgen, die sind dann vielleicht auch keine ähnlich wie ich. Oder also habe ich irgendwie so das Gefühl, und eigentlich die meisten von euch, die ich da treffe, da vibet es auch immer mega fest. Darum habe ich eigentlich wie so gedacht, Bro, chill, Alter, das kommt cool. Und es ist mega cool geworden. Also, die sind auch wirklich mega Cuties gewesen. Und es war einfach mega herzig gewesen. Es ist wirklich mega herzig gewesen. Und sie haben auch noch so, es ist so herzig gewesen, sie haben auch so ein kleines Ding mitgebracht mit so veganem Essen. Also so vegane Cookies. Und, Alter, das ist eigentlich schon fast das Lustigste von der Woche, Alter. Aber es ist nicht mal das Lustigste von der Woche. Aber sie haben mir so gesagt, sie hätten mir Blumen mitbringen. Nein, so herzig, jetzt wieder hören. Und man kann kein Blumenstadion mitnehmen. Jetzt haben sie mir einen fucking Blumengucci geschenkt. Ich kann nicht mehr einen fucking Blumengucci. Das ist so hilarious eigentlich. Ich muss mir das voll merken. Was ist das für ein lustiges Geschenk eigentlich? Weil das ist so Blumen. Das ist so basic, weißt du, jeder schenkt mal Blumen. Aber ein fucking Blumengucci, das ist so lustig. Ich finde das so funny. Das ist so geil. Von dem her, ich werde meinen Blumenstrauß dann holen irgendwann. Ich habe das so geil gefunden. Aber das Lustige von der Woche ist tatsächlich, ich habe vorher gerade in meine Aufnahme geschaut, darum habe ich es gerade so lustig gefunden, als ich es wieder so gesehen habe. Und zwar bin ich mit meiner Kollegin hustlen, meine Hustle-Kollegin. Und zwar sind wir vorher kurz noch in Rice Up essen. Und wir sind vorher in den Coop gegangen, wir holen immer nicht Wasser, weil es viel zu teuer ist, zum Wasser kaufen. Oder was hat sie gekauft? Sie hat sich ein Getränk gekauft, ist ja gleich. Auf jeden Fall so ein PET-Flaschengetränk. Und wir sind so am Reden, weißt du, so voll der Deep Talk über irgendwie Sex oder keine Ahnung was. Und sie macht so ihre Flasche, will so ihre Flasche aufmachen zum Trinken. Und sie bringt sie nicht auf. Und sie sagt zu mir, bringst du die auf? Und weißt du, und ich also denke, ja, oder sehr schnell machen. Digga, ich habe die nicht aufgebracht. Ich habe die wirklich nicht aufgebracht. Und kennt ihr das, wenn ihr so wirklich am Deckel so festhängt, dass irgendwann eure Hände weh macht, weil es wie so ein bisschen verbrennt? Also es macht einfach hure weh. Nachher haben wir wirklich das etwa 6 Mal hin und her abgewechselt und wir schauen das an und so, nein, das kann jetzt nicht sein. Als ob der fucking verschmelzt ist, der Scheißdeckel. Und wir sind wirklich so alleine im Rice abgehockt, bis auf einen Mann hinter uns. Und wir schauen uns so an und müssen schon so lachen, weil wir so das Gleiche im Kopf hatten, weißt du, so, weil sonst ist so das typische Ding von, ja, man fragt den Mann, ob er das Glas aufmachen kann, weil die Frau zu schwach ist und so. Und wir schauen uns so an und müssen so anfangen zu lachen, weil wir den gleichen Gedanken hatten, dass wir jetzt auch den Mann fragen, ob wir die Flasche aufmachen. Aber wir sind so, nein, wir schaffen das jetzt, wir schaffen das. Wir haben es wirklich einfach nicht geschafft. Wirklich beide nicht. Ich habe das noch nie erlebt. Weil meistens ist es doch so, dass wenn die eine Person ein bisschen macht, dann ist es nachher schon ein bisschen einfacher. Aber es ist wirklich nicht gegangen. Und meine Kollegin ist so ein bisschen extrovert, also ich getraue mich dann meistens nicht so irgendwelche fremde Menschen ansprechen und sie halt schon. Und sie ist dann einfach aufgestanden, zu dem Mann hingelaufen und ich wissen, das ist so ein, keine Ahnung, der hat so Business-Sachen angehabt, der ist jetzt nicht, also wie, keine Ahnung, der ist jetzt nicht so einer in unserem Alter, wo man so easy auf cool kann fragen, sondern irgendwie, und es war so unangenehm, weil der ist so alleine gewesen, ich weiss gar nicht, ob der in der Call war oder whatever, und sie geht einfach zu dem und fragt ihn, ob er Flaschen aufmachen kann. Und das Schlimme ist, er macht wirklich schnell, wirklich ohne Anstrengung und die ist offen. Und ich habe einfach einen Lachflash, also wirklich, es war einfach so funny gewesen. Weil es ist wirklich genau so das typische Klischee von Frauen bringen etwas nicht auf, sind schwach und nachher, wenn es dem Mann um Hilfe bitten. Und das ist einfach so, oh mein Gott, das ist einfach lustig gewesen. Und ich habe es halt wirklich aufgenommen, wie sie zu ihm gegangen ist und das gefragt hat. Darum, ich werde wahrscheinlich die Aufnahme in meinen ich will es dann auf dem Instagram-Account posten von der 9. Pause. Es ist hilarious, es war wirklich lustig gewesen. Aber, Leute, jetzt reden wir über die wahren Sachen, die wahren Probleme von einer Frau. Nein, also unter anderem. Und zwar über den weiblichen Zyklus. Nein, eigentlich ist ja nicht mal das Problem. Ich habe es ja vorher schon ein bisschen angeschnitten, dass es eigentlich etwas Geiles ist. Ich glaube, wenn man den weiblichen Zyklus versteht als Frau, dann versteht man auch sich selber ein bisschen besser und dann kann es eigentlich auch etwas Geiles sein. Weil, ja. Ich weiss gar nicht, wie ich das Ganze anfangen soll. Ich glaube, ich fange wirklich mal damit an, dass ich letzte Woche oder bis zu vorgestern oder so wirklich meine Tage hatte
Und eben, ich rede nicht mal von mega blutigen so, ich habe ja immer eine Spirale und sie sind jetzt bei mir nicht mega stark, aber einfach emotional finde ich das crazy. Also wirklich, ich kann sonst mal sagen, wie so die letzten Tage bei mir verlaufen sind. Ich bin eben extrem emotional gewesen. Ich habe die ganze Zeit immer angefangen zu heulen. Ich kann bei jedem Film, auch wenn er noch so scheiße ist, ich habe viel Film geschaut, ich bin viel daheim gewesen, weil ich gar keinen Bock hatte, um irgendwie mega nach außen Interaktion haben. Also ich habe schon ein paar Sachen erlebt, aber ich meine sonst so, ich bin wirklich mega unproduktiv gewesen. Ich bin mega viel am Schlafen gewesen. Ich habe wirklich teilweise bis am 1 am Nachmittag geschlafen, Bro, what the fuck? Das ist so, für mich jetzt eigentlich voll, also, keiner normal, aber jetzt nicht bis um 1. So, bei mir ist Ausschlafen so bis um 11 Uhr. Und bis um 1 ist schon so crazy. Und ich bin jetzt nicht am Abend vorher im Ausgang oder so. Genau, ich hatte gar keinen Bock auf irgendwelche Kontakte zu der Außenwelt. Also ich habe keinem Menschen zurückgeschrieben. Ich habe jetzt die letzten 4 Tage auch nicht gefühlt auf Social Media gepostet, weil ich keinen Bock hatte. Und weil ich mich hässlich gefühlt habe, das kommt auch noch dazu, dann fühlst du dich hässlich. Ja, dann entstehen mal noch geile Pickel. Ich habe ein aufgeschwollenes Gesicht irgendwie. Und einfach das ganze Selbstwertgefühl ist so im Keller. Und ich bin einfach wirklich hypersensibel. Also wirklich hypersensibel. Also Can hat irgendwelche kleine Jokes machen und ich habe das so persönlich genommen. Ich bin auch streitlustig gewesen. Also ich bin eine Mischung von übel schnell, also so übel sensibel und mega schnell traurig, fange mega schnell an heulen, zu übel schnell reizbar und hässig. Also gerade beim Can, also wirklich, der hat etwas Falsches können sagen und ich bin so eingeschnappt gewesen, ich bin so hässig gewesen, ich bin eine Furie gewesen, also das ist schlimm gewesen, das tut mir richtig leid. Vor allem, weißt du, es ist erst teilweise mega herzig, und ich merke, also wie, ich finde es so schwierig in diesem Moment, weil ich selber merke, dass es rational gar keinen Sinn macht und dass ich wie in dem Sinne kein Recht habe, um jetzt hässlich zu sein. Oder dass es jetzt wie, ich weiss in dem Moment rational, dass es jetzt nichts Persönliches ist oder nichts, wo ich jetzt gerade normalerweise hässlich wäre. Aber ich spüre in mir so eine Wut. Also so, ich bin wirklich eine Furie in dem Moment. Ich kann nicht anders, also mich beruhigt, das Einzige, was mich in dem Moment beruhigt, ist einfach hässig sein. Und das ist so schlimm. Also es ist ein bisschen wie das ähnliche Gefühl, wenn man so hangry ist. So, das habe ich halt dauernd dann gehabt. Wirklich, und das war mega mühsam gewesen. Und eben, also es hat auch 1-2 Abende gegeben, wo ich eine fette Heulsession angelegt habe. Wirklich, also no joke, bis am Morgen um 4 Uhr, einfach am Durchheulen. Aber jetzt nicht das Heulen von so, oh mein Gott, es ist so etwas richtig Schlimmes passiert und man ist so, weißt du, in dem wirklichen Loch, was gar nicht ums Brüllen geht, sondern man ist wirklich so einfach mega in tiefe Emotionen. Und ich habe wirklich das Brüllen gehabt, wo so mehr ist, also wie, ich könnte mich jetzt schon ablenken und nicht heulen, aber ich habe Bock zum Heulen. Ich habe richtig Lust zum traurige Musik hören, mich richtig diesen Gefühl, wo ich gerade traurig bin, einfach wieder geben. Also wirklich, ich finde, das ist irgendwie auch etwas Schönes. Ich glaube, das ist in der Gesellschaft so mega nicht angesehen, dass man so auch mal gern heult und auch mal, also weißt du wie, für mich ist es mega so, Bro, ich spüre gerade die Gefühle, dass ich traurig bin und mir geht es nachher besser, wenn ich mich diesen Gefühl hergebe, sage ich mal, und wirklich komplett das Gefühl, traurig sein, ausleben und das zulassen und ich kann alles rausheulen und nachher bin ich ganz wieder gut. Und ich habe das wie so, in dem Moment bin ich so traurig gewesen. Weißt, ich habe gar keinen Grund gehabt. Also wirklich, ich habe keinen Grund gehabt. Ich bin einfach traurig gewesen und ich habe meine Gründe irgendwie zusammengekratzt zum nicht traurigen sein und zum Heulen und habe traurige Musik gehört und das ist bei mir auch wirklich schnell gegangen. Und was ich auch mega merke, ist, dass ich so, ja, ich weiß auch nicht, also ich sehe es irgendwie mega als seine Tage von wie so einer Wiederregenerierung, sage ich mal. Also wenn du deine Tage hast, tust du wie, es kommt ja halt Blut aus dir raus. Und für mich ist das wie so eine Reinigung. Das ist jetzt voll bildlich dargestellt. Klar ist es auch eine solche Reinigung, aber für mich ist es auch eine emotionale Reinigung, dass ich irgendwie alles, was sich in diesem Monat angestaut hat, dass ich wie das in dieser Phase, wo ich meine Tage kann, so verarbeite. Und darum lasse ich auch gerne die Gefühle zu. Also klar, eben jetzt nicht, dass ich hässlich bin auf andere Menschen, das probiere ich irgendwie dann zu handeln, so. Aber wirklich so das traurig sein und das einfach mal Zeit für mich nehmen und mal einfach einen Tag im Bett chillen. Also natürlich, sofern es geht. Ich habe jetzt halt literally gerade wirklich das Privileg, dass ich gerade Ferien habe, so, wenn man natürlich auch noch sagen an dieser Stelle. Aber wie, ja, einfach mich wie dem hergeben, so. Genau, und es hat auch, also wirklich, ich habe auch richtig gemerkt, wenn ich so
gar keine Energy habe, um irgendetwas zu posten. Nicht aus dem Grund, weil ich, also klar auch, weil ich mich hässlich fühle und weil ich keine Energy habe, um irgendwie vor die Kamera zu gehen, aber vor allem aus dem Grund, und das ist so schlimm, weil ich so in diesem Moment so das Gefühl habe, oh mein Gott, also ich bin dann alles am Hinterfragen. Ich schäme mich, dass ich Content poste. Ich habe in dem Moment dann alle meine Haters in meinem Kopf. Also wie, ich komme immer mal wieder Hate-Kommentare über und wenn ich in einer anderen Phase bin, Bro, dann geht mir das so am Arsch vorbei. Und also wie, zum Beispiel jetzt so beim Podcast, Bro, ich komme nur nicht in die Kommentare und ich rede wirklich so von so fetten Kommentaren. Also ich komme nur Liebe über. Nur Liebe. Also wie, das kannst du gar nicht vergleichen, die Haters im Vergleich zu euch und zu den Leuten, die mich supporten. Also das ist ja so viel weniger, also die Haters. Und trotzdem, in dieser Phase bin ich so hypersensibel. Also ich kann euch ein Beispiel geben. Es hat, ich kann gerade vorlesen, also jetzt geht es mir wieder besser, jetzt kann ich vorlesen. Nein. Ich habe ein TikTok gepostet, wo ich in dieser Loge war, also wo ich den Match hatte. Eben Deutschland gegen Frankreich und als ich mit meiner Family gegangen bin und ich habe dann wie einen Vlog gepostet und ich habe jetzt wie nicht einen Vlog gepostet, wo ich mir mega Mühe gegeben habe, sondern ich einfach wie zusammengeschnitten, weil ich jetzt nicht so viel Energy hatte. Es war jetzt wie nicht so ein Vlog gewesen, wo ich so krank... Ja. Was fangen wir an rechtfertigen? Also auf jeden Fall hat dann einfach irgendein Noah geschrieben, immer die am wenigsten Ahnung haben von Fußball. Und ja, ich habe einfach geschrieben, Surprise, es gibt auch Frauen, die Fußball interessiert sind und er schreibt dann, Surprise, du machst nur TikToks, wenn die EM läuft. Und ich, also weißt du, es ist nicht mal, also wie, mich hat der auseinandergenommen. Das ist richtig schwierig, ich muss es jetzt schnell zugeben, der hat mich auseinandergenommen. Obwohl, also wie, normalerweise geht mir das wirklich fett am Arsch vorbei, wirklich. Und das ist auch der einzige negative Kommentar, so, weil alle schreiben so, oh mein Gott, wie cool und so. Also wie, es gibt so viele Leute draussen, die mir das mögen gönnen, dass ich das auch erleben mit meiner Family. Und ich weiss doch auch, dass es für mich nicht, also weißt, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ich hoffe, ihr merkt natürlich auch, so wie dankbar ich für all das bin. Für mich ist das null selbstverständlich, dass ich so Sachen erleben kann. Und ich habe mich auch schon in meiner Story dazu geäussert, über so Typen, die dann so schreiben, sie hat keine Ahnung von Fußball. Und ich habe ja schon ein paar Kommentare bekommen, weißt du, weil ich jetzt gerade Fußball-Content machen, weil es mich halt literally komplett interessiert. So. Ich glaube, wenn es mich nicht mehr interessiert, würde ich ja auch keinen Content darüber machen oder würde es nicht mal schauen. So. Und ich habe immer mal wieder ein paar Kommentare von irgendwelchen Fußball-Typen bekommen. Ja, erklär mal, was Offside ist. Und du bist sicher noch nie in einem Stadion gewesen. Und einfach so Sachen. Das fuckt mich so fett ab. So, auch wenn ich noch nie in einem Stadion war, auch wenn ich nicht wüsste, was Offside ist, kann ich doch gleich in einem Stadion sein und es spannend finden, Fußball schauen. Ich bin mir sicher, es gibt ganz viele Leute, die Fußball schauen sind, wo vielleicht jetzt nicht wissen, was Offside ist oder die sich einfach nur dafür interessieren, fürs Fußball. Ich glaube, ja, es langt, wenn du weißt, dass man das Goal treffen muss, damit, also dass du mehr Goals musst haben, damit du gewonnen hast. So. Ich glaube, das langt, um dich für Fußball zu interessieren. Also wieso macht man wieso gibt es irgendwelche Typen, die so irgendwelche Regeln machen? Im Gegenteil, es ist doch cool, wenn es viele Leute gibt, die sich für Fußball interessieren und wo gerade jetzt spezifisch den Frauenfußball supportet. Also wirklich jeder, der nur schon den Fernseher eingestellt hat, hat es supportet und ich finde das ultra geil. Und ja, irgendwie ist es auch mein Ziel, ja, so ein bisschen, dass ich den Content mache, um das so ein bisschen grösser zu machen, die Women's Euro, und dass es auch das normalisieren, dass es auch Frauenfußball gibt. Und ich glaube, wir haben alle zusammen, jetzt jeder, der irgendwie dem dazu beigetragen hat, auch wenn er nur den Fernseher angestellt hat, haben wir dazu beigetragen, dass es in diesem Jahr wirklich, ich will schon fast sagen, eine Revolution ist, wie krank gross der Frauenfußball geworden ist. Also jetzt beim Viertelfinal ist der Fanmarsch von der Schweiz, aber das hat, also nicht nur Schweiz, aber allgemein der Fanmarsch hat 25'000 Menschen gehabt. 25'000, das ist insane. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord gewesen, so. Und das, also wie, das war ja so schön gewesen. Die Fußballerinnen von der Schweiz, sie sind so emotional gewesen und haben auch so gesagt, so, dass das für sie der grösste Ansporn war, so
der ganze Fan, also die Fans zu spüren und einfach all das. Und ich finde, das ist so etwas Schönes, gerade weil sie sind das nicht gewöhnt gewesen, vor einem vollen Stadion zu spielen. Das ist so emotional. Und ich verstehe dann nicht, warum es irgendwelche Typen gibt, die so das Gefühl haben, so, nein, also wie, nicht mal nur die so kommen mit, also Frauenfußball schaue ich nicht, sondern wirklich auch die so richtig dagegen schiessen, wenn du es schaust. So, ja, keine Ahnung. Darum, Leute, geht in die Stadien, wenn es so interessiert, schaut Fußball, wenn es so interessiert. Ich habe auch selber, ich merke wie die ganze Zeit, dass ich das Gefühl habe, ich muss beweisen, eben, dass ich jetzt jeden Spieler kenne, dass ich jetzt jede Regel kenne, dass ich genau weiss, wie, was, wo. So, nein. Du kannst auch Fußball interessiert sein, du kannst auch gerne Fußball schauen, wenn du das alles nicht kennst. Und es ist auch, also wie, ich habe nie Fußball gespielt und ich bin jetzt auch nicht mega into Fußball vor so, keine Ahnung, 6, 7 Jahren. So, bei mir ist vor allem letztes Jahr habe ich es mega gemerkt, wenn mich es angefangen zu interessieren, bei den Männern. Oh mein Gott, das war WM oder EM, jetzt schäme ich mich gerade. Aber ja, auf jeden Fall beim letzten Jahr, nein, es war EM. Oder? Hilfe. Ja, genau, auf jeden Fall dort habe ich mich übel angefangen zu interessieren. Und jetzt bei der Frauen-WM dann sowieso, gerade auch weil sie in der Schweiz ist und alles. Und ich habe mich dann automatisch auch so ein bisschen anfangen damit auseinandersetzen, okay, wer sind Spielerinnen, okay, was bedeuten die und die Regeln, also wie, man kommt dann auch langsam so ein bisschen raus, was Gruppenphasen und so bedeuten. Also, keine Ahnung, ich hasse das einfach. Vielleicht habe ich es jetzt schon schnell sagen. Aber wir kommen zurück zum Zyklus. Auf jeden Fall, ja, der Kommentar hat mich irgendwie komplett auseinandergenommen, weil ich dann auch wie so gemerkt habe, ich will mich so rechtfertigen und es ist so dumm, dass man sich rechtfertigen. Ja, darum, genau, das war wie so das gewesen, dass ich irgendwie einfach so wie komplett sensibel bin. Und eben gerade bei so einem Kommentar dann also die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt und hatte das Gefühl, ich darf jetzt nichts mehr über Fußball posten und nichts mehr sonst irgendwie posten, also wie, weil ich es einfach nicht vertreibt hätte, irgendeinen Hate-Kommentar zu lesen, was so dumm ist. Aber ja, zum ganz ehrlich mit euch sein, das ist so bei mir abgegangen. Aber ich glaube, ich fände es gleich mal spannend, sonst mal noch allgemein über den ganzen Zyklus reden, was ich jetzt so ein bisschen herausgefunden habe. Ich habe jetzt auch gerade vor der Podcast-Folge mich so ein bisschen informiert. Eben, wie gesagt, nicht nur körperlich, sondern vor allem emotional, was das mit uns macht. Ich habe jetzt schon viel von mir gehört von der Menstruation und ich will jetzt das nicht verallgemeinern, aber ich glaube, da können sich viel plus minus identifizieren. Genau, also vielleicht noch vorab. Ich bin kein Frauenarzt, wie man schwer erkennt. Das sind alles Informationen von meinem eigenen Zyklus und von ChatGPT. Genau. Aber ja, ich vielleicht mal ganz kurz für die jetzt so absolut keine Ahnung vom weiblichen Zyklus haben. Wir fangen langsam an. Weil es gibt vielleicht auch noch ein paar Jungs da draussen, die halt wirklich nicht wissen, was ein weiblicher Zyklus ist. Und zwar, der geht ungefähr, das ist natürlich jetzt auch von Frau zu Frau unterschiedlich, ungefähr 28 Tage. Und der hat 4 Phasen, sage ich mal. Also er fängt an, also man fängt an zu zählen, den Zyklus von der Menstruation, also von der Periode. Sprich Blut, das aus unserer Scheide kommt. Das geht ca. 1 bis 5 Tage. Also, und man zählt immer so, ja, jetzt der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, der vierte Tag, der 5. Tag. Und eben, ich habe jetzt schon viel gesagt über das Ganze. Oder ich mache schnell eine ganz kurze Zusammenfassung vom weiblichen Zyklus und dann gehen wir so ins Detail. Sind wir ready? Okay, dann kommt die Follikelphase. Die geht vom 6. Tag bis ungefähr zum 13. Tag. Also sind das ungefähr, wie viele Tage? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ungefähr 8 Tage. Wow, Mathe-Skills, lieben wir. Das ist die Phase einfach nach der Menstruation, wo er sich wieder so ein bisschen regeneriert. Also, ja, wir gehen nachher darauf ein. Dann kommt der Eisprung. Der ist etwa vom 14. Tag bis zum 17. Tag. Und dann kommt die Lutealphase. Die ist vom 18. Tag bis am Schluss, also bis zum 28. Tag. Und das sagt euch vielleicht jetzt alles noch nicht, weil das sind irgendwelche fremde biologische Wörter, die man auch gar nicht wissen müssen. Aber ich benutze das jetzt gleich, weil das sind die einzigen Wörter, die ich kenne. Aber ich glaube, man kann auch so erste Menstruationsphase und zweite Menstruationsphase sagen, aber das sind so lange Wörter, darum scheiß drauf. Und es ist ja gut, wenn wir alle etwas lernen. Aber eben, wir fangen dann mit der Menstruation. Das ist eben, wenn man seine Tage hat.
Und die geht etwa 5 Tage. Das ist immer wieder unterschiedlich von Körper zu Körper. Aber schnell, was körperlich passiert, damit wir gleich alle auf dem gleichen Stand sind. Und zwar haben wir ja eine Gebärmutterschleimhaut in uns rein. Damit, das ist einfach für unser Kind. Wenn wir schwanger werden, dann ist die wichtig. Und die wird abgestoßen. Die Gebärmutter tut sich zusammenziehen und die tut sie wie ausscheiden. Und das ist letztlich unser Blut, das rauskommt. Genau. Was bedeutet das für unseren Körper? Wir haben weniger Energie, weil halt viel Energie in das Ganze da unten dran in uns reingesteckt wird. Wir können Rückenschmerzen haben, wir können Krämpfe haben. Also vielleicht sagt euch Endometriose etwas, vielleicht auch nicht. Das kann man sagen, es ist eine Krankheit, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, es hat, glaube ich, jede 10. Frau. Und meistens sind da die Auswirkungen vor allem halt, dass du mega, mega stark Schmerzen hast und deine Tage hast. Also falls ihr Jungs ein Girl habt, die fett Schmerzen hat, wenn sie Periode hat, dann wirklich wirklich, wenn irgendeiner sagt, dass sie nicht übertrieben, ihr würdet das gar nicht aushalten, den Schmerz. Ihr würdet den gar nicht aushalten. Und ja, es ist wirklich, ich glaube, ein Blessing, wenn du das nicht hast, weil, also ich habe es nicht, aber ich habe schon wirklich einfach gehört und ich habe auch Friends, die das haben, wo es wirklich horrible ist. Wirklich horrible. Also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Und für die mega stark Schmerzen haben und jetzt nicht wissen, ob sie Endometriose haben oder nicht, vielleicht mal abklären, wäre auf jeden Fall schlau. Allgemein, Leute, zum Frauenarzt gehen, immer schlau, mal einen Check machen. Aber wir gehen weiter. Müdigkeit ist auch das Ding. Pickel kann man auch bekommen, lieben wir. Genau. Und, was ich auch spannend finde, dass, oh mein Gott, für die vielleicht ein bisschen älter sind oder so, schreibt mal in die Kommentare, wie das bei euch ist, beziehungsweise einfach die schon mal gebumst haben, sagen wir so. Wie ist das bei euch? Weil es gibt die einen Girls, die sind komplett, also die haben nichts gehört von irgendwelchen Intimitätssachen, einfach weil sie halt Schmerzen haben. Aber es gibt auch die in dieser Zeit besonders horny sind. Einfach weil, keine Ahnung, das Becken ist mehr durchblutet und auch die Gebärmutterschleimhaut ist halt irgendwie so ein bisschen empfindlicher und da kann man einfach mehr, da fühlt man einfach mehr und das ist einfach, ja, ein bisschen more intense. Und also ich finde das auf jeden Fall noch spannend. Ich kann immer Kommentare schreiben, wie das so bei euch ist, weil bei mir, ich merke da schon einen Unterschied. Ich fühle sich so doof, dass ich in der Öffentlichkeit sage, aber ja. Ich finde es auf jeden Fall eigentlich nice. Kann man das so sagen? Oh mein Gott. Aber genau. Also ich merke dann auf jeden Fall, dass ich allgemein einfach auch mehr Lust habe. Oh mein Gott, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass das so eklige Männer dazu, aber ich hoffe, wir sind da in einer Safe Space Bubble, holy shit. Und emotional eben, also das habe ich vorher schon erzählt, eben so, man will sich zurückziehen, man hat einfach ein Bedürfnis nach Ruhe und man ist also so ein bisschen streitlustiger, man ist aber auch eben mega empfindlich und braucht viel Bestätigung von außen. Man ist aber auch melancholischer, also das habe ich auch mega gemerkt, dass ich mega viele alte Sachen wieder aufgreife. Eben, ob es jetzt von dem Monat ist, wo mich letztens beschäftigt hat, oder ob es ganz alte Sachen sind, die einem wieder aufkommen. Entweder schöne Erinnerungen oder auch Sachen, die einem irgendwie traurig gemacht haben. Es ist einfach alles intensiver. Also man nimmt alles intensiver wahr. Einfach, wirklich literally auch vom Nervensystem, glaube ich sogar. Genau. Das ist die Menstruationsphase. Wir gehen weiter. Eure Tage sind vorbei, ihr blutet nicht mehr und jetzt kommen wir in die Follikelphase. Wie gesagt, die ist von Tag 6 bis ungefähr bis Tag 13. Körperlich passiert es so, dass eigentlich literally eure ganze Gebärmutter sich langsam wieder ready macht und wieder sich ready macht zum Prego werden, sage ich mal. Also die tut sich eigentlich jeden Monat dafür vorbereiten, dass wir schwanger werden können, falls ihr das nicht gewusst habt. Und dementsprechend wird unser Hormonspiegel, der steigt. Also vor allem Östrogen, das weibliche Hormon, vor allem das steigt halt mega fest. Und das bedeutet auch so ein bisschen, dass wir mehr Energy bekommen. Also ich würde sagen, die Follikelphase ist unsere Lieblingsphase. Das müssen wir uns merken, okay? Tag 6 bis Tag 13 ist eigentlich die geilste Phase. Also nein, nicht mal die geilste Phase, der Eisprung ist der absolute geilste, wirklich der absolute geilste Moment. Aber die Follikelphase vorher, die ist schon mal sehr geil. Also eben, wir haben mehr Energy, wir strahlen mehr. Also das finde ich wirklich spannend, dass sogar wir wirklich von außen attraktiver wirken. Also einfach, weil wir mehr strahlen. Also jetzt nur schon biologisch her gesehen, will ja unser Körper, dass wir Prego werden und dementsprechend macht es auch Sinn, dass wir attraktiver wirken für andere, damit die uns
ich muss jetzt schauen, dass der Podcast noch nicht gesperrt wird. Aber und wir sind auch ein bisschen mehr flirty. Also wir haben auch mehr Confidence, wir sind einfach mehr selbstbewusster und wir sind auch viel geselliger. Also wir haben Lust auf uns als Menschenkontakt, um neue Leute kennenzulernen. Also wirklich in dieser Phase sind wir mega offen und also es ist eigentlich so die beste Version von uns selber. So wirklich so Primetime von unserer, das ist wirklich unsere Zeit, unsere Primetime. Genau. Und jetzt kommen wir zum Eisprung. Das bedeutet, vorher hat sich das ganze Ei, also die Eizelle hat sich so ein bisschen eingeknastert und jetzt springt sie. Also jetzt sagt sie eigentlich, jetzt ist die Phase, wo wir schwanger werden können. Jetzt sind wir fruchtbar. Das ist eben, wie gesagt, von Tag 14 bis Tag 17. Körperlich ist das unser maximale Glow. Also wirklich durch Hormone sind wir einfach pretty as fuck. Also das finde ich schon krass. Also einfach, dass es nicht nur unser Gefühl ist, dass wir uns hässlich fühlen in der Menstruation und da Selbstbewusstsein beim Eisprung, sondern es ist auch, wir wirken auch vom äußeren Ding so. Und das macht auch wirklich etwas. Wir haben so wie den Glow. Und das hat jetzt ChatGPT gesagt, Gesichtssymmetrie wird schöner wahrgenommen. Also wie wir wirken symmetrischer, sprich schöner. Und man schmeckt für andere besser. Das habe ich auch einen funny Fact gefunden. Und wir haben auch mehr sexuelle Fantasien. Und wir kommen leichter zu unserem Höhepunkt. Also, genau. Macht irgendwie alles biologisch halt Sinn. So, also eigentlich literally unser ganzer Körper schreit nach, ey, wir wollen Prego werden. Lass uns Prego werden! Und emotional, eben, wir sind mega selbstbewusst, wir sind viel extrovertierter, wir sind viel kommunikativer und wir wollen eigentlich die ganze Welt umarmen. Wir sind voll positiv, positiv eingestellt. So. Und das war der schöne Einsprung gewesen. Jetzt geht es schon wieder abwärts, sind wir ready? Man sagt auch so ein bisschen vorher bei der Follikelphase ist der Frühling, dann der Einsprung ist so ein bisschen der Sommer, also so Primetime. Und jetzt kommt die Lutealphase, ist langsam wieder der Herbst, was langsam wieder Winter wird. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, unser Körper merkt, okay, wir wurden nicht Prego. Es ist wie so ein bisschen eine Enttäuschung für unsere ganze Gebärmutter. So. Und jetzt geht es eigentlich wieder abwärts. Die geht eben bis am Schluss, also 18. Tag bis 28. Tag, also wirklich etwa 10 Tage. So, das ist eigentlich fast, die längste, ist das die längste Phase? Ich glaube schon. Genau, eben, er merkt, wir sind ein Prego und wir haben auch einen Progesteronspiegel. Ist das auch ein Spiegel? Auf jeden Fall das Progesteron, das ist ja das Hormon, das steigt zuerst in dieser Phase und nachher fällt es wieder, also kurz vor der Periode fällt es wieder. Und das macht halt auch mega viel mit unseren ganzen Emotionen, lieben wir. Also eben, was ich auch schon gesagt habe, das ist eigentlich wie so die Phase vor der Menstruation. Und der sagt man auch PMS. Ich weiß gar nicht, was das ausgeschriebene Wort für PMS ist, aber ist ja scheißegal. Das ist auf jeden Fall die Phase, wo wir extrem reizbar sind. Manchmal sind wir sad, manchmal sind wir einfach so selbstzweifelnd und manchmal auch überfordert. Das ist auch die Phase, wo man meistens mega schnell überfordert ist von Stress und alles und dann einfach schnell anfängt zu brüllen und so. Genau, es ist einfach wirklich so die Kurzversion vor den Tag. Viele sind auch in dieser Phase fast mehr eben so emotional reizbar als bei den Tagen selber. Genau. Was eben auch noch ist so, dass man sich hässlicher fühlt und das ist eben auch so das Ding von, man hat wirklich literally, man kann wirklich Wassereinlagerungen haben, also man kann sich so ein bisschen aufgedunst fühlen. Genau, und was hat er noch gesagt? Sinkende Progesteron macht uns emotional instabil und eben auch das Nervensystem ist sensibel, das habe ich vorhin schon gesagt. Also wirklich, er bereitet sich jetzt einfach wirklich vor, also er baut eigentlich alles ab, die ganze Gebärmutterschleimhaut, das kommt dann nachher in der Menstruationsphase wieder, eben das ist wieder die nächste Phase, wo es dann wieder von neu anfängt, aber wie vorher bereitet er sich wie schon mal hormonell vor und genau, uns mental schon mal vor, dass wir einfach schon vorher schon mal Selbstzweifel haben und alles. Aber ich finde das Ganze vor allem spannend, einfach um sich selber zu verstehen. Weil ich bin jetzt seit meinem Geburtstag ungefähr, weil dort hatte ich so ein mega Tief gehabt, wirklich ein mega Tief an meinem Geburtstag. Einfach so, ich bin mega emotional gewesen, ich habe mega viele Sachen persönlich genommen, vielleicht habe ich meine Podcast-Folge dort gehört. Und irgendwie seit dort
habe ich wieder so ein bisschen angefangen zu tracken, weil eben auch seit einem Jahr jetzt, da habe ich ein bisschen meine Tage wieder so. Und ich habe so eine App, die habe ich ganz früh gebraucht, wo man so seinen Zyklus trackt. Und ich habe die dann wieder runtergeladen. Die heisst Clue, also C-L-U-E, das ist jetzt an dieser Stelle voll keine Werbung, aber ich finde es eine geile App. Ich finde es wirklich eine geile App. Ich habe am Anfang einfach eine Gratis-Version gebraucht. Mittlerweile habe ich sogar fucking 10 Stutz im Jahr. Oder es ist glaube ich sogar Rabatt gewesen. Eigentlich kostet es 40 Stutz im Jahr. Also keine Werbung an dieser Stelle, aber einfach so für wirklich Empfehlung eigentlich von mir. Ich habe seit meinem Geburtstag, also seit dem 20. Mai, habe ich angefangen, das alles mal koordinieren. Und das ist voll geil, weil du kannst da alles eingeben. Also ich tue jeden Tag, kann ich auf den Tag drücken und dann kann ich wie alles eingeben. Also da steht dann Tracken. Ich mache jetzt mal ein Beispiel mit euch. Und ich kann wirklich alles eingeben. Also zuerst Periode, ob ich Periode habe, ob ich sie leicht, mittelstark, sehr stark habe. Und man kann einfach noch nichts anklicken. Du kannst Schmierblutung anklicken. Und jetzt kommt es eben spannend. Ich kann über meine Gefühle und Schmerzen und meinen Geist und einfach alles kann ich eben auch abstimmen. Und seit ich das mache, kann ich mal so viel mehr beobachten, hey, wie bin ich in welcher Phase? Und es gibt dann eben nachher auch so eine Analyse, aber wenn du dann die Vollversion hast, dann macht es dir eine ganze Analyse. Und das ist mega spannend. Also ich kann zum Beispiel eben Gefühle kann ich abstimmen, so ob sie gut sind, ob ich fröhlich bin, ob ich traurig bin, ob ich sensibel bin, ob ich hässlich bin, selbstbewusst, aufgeregt, reizbar, unruhig, unsicher, ob ich dankbar bin, etc. Ich kann meine Schmerzen angeben, ob ich Krämpfe habe, ob ich schmerzfrei bin, ob ich sensible Brüste habe, ob ich Migräne habe, ob ich unter Rückenschmerzen habe. Einfach so Sachen. Ich habe meine Schlafqualität, mein Sexleben kann ich auch, meine Energie, mein Energielevel, was kann ich noch, was ich für Hygieneartikel benutze, wie mein Geist ist, von entspannt, gestresst, bla bla bla. Mein Sozialleben, ob ich gesellig bin heute, ob ich zurückgezogen bin, ob ich sogar streitlustig bin. Was haben wir noch? Heißhunger haben wir noch. Mein Ausfluss kann ich noch sogar tracken. Wie mein Hautbild ist, also einfach so okay, gut, ob ich Pickel habe, ob es trocken ist, ob es fettig ist, ob es juckend ist. Meine Haare kann ich sogar, meine Verdauung, mein Stuhlgang, ob ich Sport gemacht habe, ob ich Alkohol gesoffen habe, ob ich einen Kater habe, ob ich geraucht habe. Und nach Verhütungsmitteln kann man auch reinfetzen. Also du kannst verdammt viel machen. Und eben, ich mache das jetzt seit Mitte Mai. Und das ist so unglaublich spannend, weil jetzt kann es auch wie mal so ein bisschen genau tracken, wann habe ich das nächste Mal meine Periode und in welcher Phase bin ich gerade. Und eben, ich bin jetzt gerade in der Follikelphase. Ich habe jetzt meine Tage abgeschlossen und das hilft mir selber auch mega fest, um mich zu verstehen, eben um so ein bisschen herauszufinden, okay, jetzt kommt die Phase langsam, wo ich wieder Energy habe, wo ich wieder Social Battery habe, wo ich wieder Kontakt habe und Lust habe für die Außenwelt und alles. Darum, ich finde, das ist wirklich sehr, sehr geil. Und eben, ich kann zum Beispiel bei der Analyse kann ich sagen, dass ich eine Durchschnittsdauer von meiner Periode von ungefähr 5 Tagen habe, wie lange mein Zyklus geht. Der geht bei mir jetzt etwa 30 Tage. Und ich habe auch Zyklusschwankungen von 4 Tagen. Und ich habe eben auch so von meinen Gefühlen kann ich eine genaue Analyse bekommen und all das Zeug. Und also es ist wirklich voll geil. Darum, seitdem interessiert mich das Ganze so ein bisschen. Aber ja, ich kann mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal euren Zyklus getrackt habt oder ob ihr euch das vorstellen könnt. Oder ja, ich weiß auch nicht. Also wie, eben ich habe, gerade bevor ich das gemacht habe, ich habe immer mal wieder einen Moment, wo ich einfach so sad war. Und dann fühlt es sich in dem Moment, wenn man so in diesem Loch ist, fühlt es sich auch so endless an. Und eben, ich bin jetzt halt die Phase wieder gehabt. Ich habe wie so gewusst, okay, das geht jetzt 5 Tage und nachher ist es wieder gut. Und das ist insane. Also es macht bei mir mega viel. Eben auch mit dem Selbstbewusstsein. Es ist wie so, ich kann in den Spiegel schauen und sagen, hey, es ist jetzt gerade voll normal und es ist voll okay, dass ich mich jetzt gerade nicht schön fühle und dass ich gerade nicht selbstbewusst bin. Und in einer Woche sieht es wieder anders aus. Und das hilft mir selber mega fest. Genau, ja. Ich würde sagen, das ist mit dieser Podcast-Folge. Vergesst nicht, den Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben. Das würde mich mega fest freuen. Wir sind jetzt bei 4,1 Bewertungen. Und ich habe ja gesagt, bis Ende Jahr ist mein Ziel 5000 Bewertungen. Also schallert die Bewertungen rein, ich würde mich freuen. Vergessen nämlich zu abonnieren auf Spotify. Und ja, vergessen nicht zu abstimmen ab dem 1. August, ganz wichtig. Und sonst würde ich sagen, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Und für alle, die gerade ihre Tage haben, ihr schafft das. Und ganz viel Energy schicke ich euch da raus. Und ja, nehmt euch die Zeit. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!